So Leute, lange mussten wir da auf die nächste Folge warten. Tut mir leid, bei mir ist gerade ein bisschen die Hölle los. Aber ich meine, es passt ja auch ein bisschen, weil die Reifeprüfung, auf die muss man sich ein bisschen besser vorbereiten. Generell auf Prüfungen, aber generell auch eher selten getan. Ja, jedenfalls, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution mit dem Duell zwischen Jaden und Zane. Dem Abschlussduell der ersten Staffel, kann man so sagen. Hä? Ja, danach geht es mit der zweiten Staffel ja weiter. Man sieht es anhand der Silhouette. Alles klar, passt soweit. Gut, wir legen los. Wieder einmal erwies sich Zane Schuster als Duellant mit der höchsten Punktzahl. Mit dem Spitzenplatz hat er das Recht, sich seinen Gegner für ein Abschlussduell auszusuchen. Glückwunsch, Zane, du hast es wieder geschafft, Mann. Du bist der Beste, der Größte. Du hast die Ehre erlangt, der Star im renommierten Abschlussmatch der Duellakademie zu sein. Okay, danke. Können wir die nicht wirklich, aber okay. In Tradition besagt, dass du nach immer willst, das Gegner aussuchen darfst. Wird's also sein, Zane? Naja, mit dem einzigen, der würdig ist. Es ist an der Zeit, Jaden seine Revanche zu geben. Bald darauf keine Zeit für das Abschlussmatch. Jane sieht ernst aus, das ist mal was Neues. Ich frage mich, ob er noch wohl nervös ist. Sollte er sein. Okay, Zane, möge der beste Duellant gewinnen. Genug geplaudert, lass uns anfangen. Ich erinnere mich, das war ja im Anime so, dass Jane dachte, okay, Zane ist ja wirklich so ein taktisch guter, generell starker Spieler, muss er irgendwie auch taktisch angehen. Anstatt wie er sonst immer aus dem Bauch heraus und hat irgendwie einen Fehler nach dem anderen plötzlich gemacht und so. Dann irgendwie, glaube ich, sogar noch so eine kleine Snackpause während des Matches genommen, um wieder irgendwie zu Kräften zu kommen und danach, ja, wurde es auch noch ein recht ansehnliches Duell, glaube ich zumindest. Mich zu erinnern. Das ist auch schon eine Weile her, Freunde, also GX-Ära. Ich gerade mal, also Yu-Gi-Oh! Die erste Staffel sicher die 20 Jahre, GX dürfte so um die 16, 17 Jahre her gewesen sein. Jo. Cyberdrache 3, also diesen neuen Cyberdrachen, die weiß doch gar nicht mehr. Moment, wie ging das schon wieder? Okay, Cyberdrache ist klar. Du kannst alle Cyberdrachen, die du derzeit kontrollierst, Stufe 5 werden lassen. Wieso sind das dann eigentlich noch nicht Stufe 5? Hä? Da steht, der Name dieser Karte wird zu Cyberdrache, solange sie auf dem Spielfeld oder im Friedhof liegt. Stimmt. Steht, Cyberdrache ist rot markiert, weil der Name geändert wurde. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, hat er gemacht, du kannst alle Cyberdrachen, die du derzeit kontrollierst, Stufe 5 werden lassen. Okay, hat er entweder nicht gemacht oder der Effekt kommt erst kommt zum Zuge, bevor sein eigener Effekt seinen Namen ändern lässt oder so. Jedenfalls ist das eigentlich schon ein krasser Effekt, ey. Das Spiel kann man spielen, außer Maschinenmonster. Ja, die nur Maschinendeck, also insofern. Das Karte verbannt wird. Was? Falls die Karte verbannt wird, du kannst einen Cyberdrachen wählen, den du kontrollierst, der kann diesen Spielzug weder durch Kampf noch durch Kann-Effekt zerstört werden. Also ich weiß nur eins, er muss dringend fusionieren. Und zwar mit Polymerisation. Freunde, es ist jetzt Zeit für eine Fusionsbeschwörung. Ich könnte mir ein paar Blaster rufen, aber... Nö, greif lieber an. Und zwar... mit Elemental Avian und Elemental Tricks. Fusionsbeschwörung! Zu Elementalheld Flammenflügelmann. So, natürlich ins Extra-Zonenfeld. Dann rufen wir noch Elementalheld Wildheart. Im Angriffsmodus. So, Zane Schuster, ich würde sagen, sieht ziemlich schlecht für dich aus. Wenn du verlierst Punkte, Kumpel. Wildheart! Sehr schön. Aber ganz kurz gucken, was habe ich für Fusionsmonster im Extra-Deck? Wild Edge, okay, macht Sinn. Donnergigant, wie gewohnt. Tempest, wie gewohnt. Glänzer Flügel, wie gewohnt. Boah, nichts Neues, war. Hat Ballman, endlich mal. Also kein Effekt, aber hat eine gute Defense. Kann man so machen. Ich setze noch eine Karte verdeckt, Freunde, und übergebe hiermit an Zane Schuster. Mal. Ich bin jetzt gerade draußen gerade zappendunkel. Was ist jetzt da los? Das Wetter hier momentan. Was jetzt plötzlich? Was geht jetzt ab? Cyberdrachenmark. Okay. Was spielt der da? Ich hab Angst. Nee, lass mal, Alter. Oh. Die haben so eine scheiß Cyberdrachen, ey. Geh mir auf den Sack. Aber irgendwie... Jetzt könnte ich gut
eine Zauberkarte brauchen. Ja, ihr wisst schon. Ja, super, ey. Ein Monster auf der Hand. Gut, ich muss, weil sonst macht der nächste Zug sonst irgendwie was Dämliches. Wildheart! So, dann setze ich mal noch eine Karte verdeckt. Kann ich nicht irgendwie Wildheart und Sparkwind dann fusionieren lassen? Wäre sicher noch cool. Wildman. Nee, warte mal. Sparkheart. Oh. Sehen, du gehst mit deinen scheiß Maschinenmonster auf den Sack. Aua. Okay, warten wir noch eine Fusionsbeschwörung. Ja. Was kommt jetzt? Kampfwachenwut. Oh, der klickt nicht schlecht, den nehme ich. Dankeschön. Und dann rufe ich noch wieder Wildheart. Nein! Nicht doof. Diese Karte bleibt vom Fallenkarteneffekten unberührt. Also wie Shinzo. Ja, dazu wäre es halt von wegen, ja, sind der gegnerische Effekte nicht negiert, wenn dann sind meine eigenen. Oder 3 fucking Sauerdrachen auf dem Feld, der kriegt die Krise, ey. Aua. 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 Burst Tricks, ja, du kannst sie leider nicht wie gerufen. Trotzdem rufen wir mal Sparkman. Im Angriffsmodus, und dann kann ich ja trotzdem mal angreifen, weil seinen komischen Cyberdrachen 2 kann ich ja trotzdem platt machen. Mann, dieser scheiß Cyberdrachen, warum müssen immer so eine gewisse Grundstärke haben? Ja, ist gut, ich hab's kapiert. So. So, jetzt bloß nicht überspringen lassen. Wehe, der ruft plötzlich irgendwie einen Cyber-Engdrachen oder so, kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ja, 3 Cyberdrachen auf dem Feld. Warte mal, ich warte noch. So, jetzt. Kampfwachenwut! Bye, bye. Wunderfusion. Okay, das gefällt mir relativ gut. Ich warte damit aber garantiert nach, könnt ihr sicher sein. Die Frage ist, welcher fusioniere ich? Ich könnte eigentlich tatsächlich versuchen, Ding zu fusionieren, wa? Glänzender Flügelmann müsste klappen. Eigentlich. Zuerst einmal muss dieser scheiß Proto-Drache-Dingsbund weg. Dann noch ein normales Drache weg. Dankeschön. Ja, ich weiß, kommt zurück auf die Hand, ist mir gerade egal. Ich muss ein bisschen warten, bis ich neue Karten habe. Weil er hat 5 und das macht ein bisschen Angst. Einer von denen ist garantiert irgendwie Kraftbündnis oder sowas. Zukunftsfusion oder hast du nicht gesehen? Oh, wenn wir schon beim Thema sind. Zukunftsfusion. Nichts passiert? Nee, der Effekt kommt erst noch. Erstmal darf Sparkman wieder reinhauen. Sehen verliert ein paar Lebenspunkte. Sehr schön. So, jetzt aber. Stimmt, mein eigener Zug, sorry. So, jetzt aber. Zukunftsfusion. Elemental Elektrum. Warte mal, Wind, Wasser, Feuer, Erde. Ja, wenn hat er diese Cyberdrachen, die sind glaube ich Lichtmonster, dann bringt mir Elektrum hier nicht viel. Ja, Ramp-Up Blaster könnte noch was sein. Tempest. Donnergang ist natürlich immer gut, bringt mir aber hier jetzt nur bedingt etwas. Sieht es eigentlich mit Wild Edge aus. Ja, wenn ich einen nötigen Boost dazu hätte. Ne, warte mal, dann rufe ich Ramp-Up Blaster mit Zukunftsfusion.
So als Nummer sicher. Also mit den beiden Monstern. Wunderfusion. Im Friedhof verbannt. Warte mal. Das Ziel ist nämlich, ich würde gerne den glänzenden Flügelmann rufen. Weil ich habe, genau. Ich habe ihn, ich habe noch keinen Spark mehr auf dem Friedhof. Brauche ich zwar nicht, weil ich habe noch auf dem Feld. Das geht ja auch. Ja, aber... ich warte trotzdem jetzt mal ab. Aber wir haben schon mal Wunderfusion. Ich würde gerne nachher eben noch spielen für... glänzender Flügelmann. So. Also sehen, er kriegt kein Monster aufs Feld, weil ich es sofort zerstöre. Jetzt habe ich Angst. Der wird doch sicher 3 Cyberdrachen haben. Willst du mich jetzt verarschen, Alter? Die will mir keine Verkackeiern, kann das sein? Dann greifen, sagen sie in der keine Monster kontrolliert. Ja, ich weiß. Ich will doch mit 1000 irgendwie angreifen. Hä, der wird doch garantiert ein paar Cyberdrachen jetzt auf der Hand haben. Ich bin leicht verwirrt. Bladed rufen. Ja, dann ein bisschen schwierig. So. Ich weiß, wir können uns mit Rainbow Blaster angreifen, wäre das Duell vorbei, aber da will ich natürlich noch nicht, Freunde. Ja, schon 11 Minuten, man könnte es auch machen. Sie haben schon im Verteidigungsmodus. Warum fusioniert er nicht? Das sicher. Ja gut, kann man denken, warum nicht. So, jetzt reißt er aber hier. Wunderfusion. Was soll der Scheiß? Wir rufen den glänzenden Flügelmann, Freunde. Oh ja, und wieder glänzt. Und hier ist er. In all seiner Pracht. 4900 fucking Angriffspunkten. Jo, sehen, hat mich gefreut, Alter. Bye, bye. Was? Respekt, Alter. Aber bringt ja trotzdem nichts. Wobei eben der Effekt hier irritiert mich ein bisschen. Eigentlich kann ich nur angreifen, falls... Ja, egal. Wow, Sen, du bist echt super, ich werde vermissen. Und nicht dich schäden. Deswegen reiche ich den Stab und dich weiter. Wenn ich erstmal weg bin, wirst du der Spitzenschüler an dieser Schule sein. Trotz deinen Noten deines Ranges. Jo. Gut, er hat natürlich nicht viel gemacht, das stimmt. Aber ich kann ein paar coole Monster rufen. Insofern kann man sagen, doch, war ein nettes Duell, Freunde. Und damit starten wir in die zweite Staffel von Yu-Gi-Oh! GX. Und ab hier wird es zum Teil ein bisschen creepy. Als er vorbei war, begann Shanes zweites Jahr an der Duellakademie mit einer großen Veränderung. Kanzler Shepard war aus unbekannten Gründen abberufen worden und Dr. Crowler füllt den Posten als amtierender Kanzler. Er ist der Phoenix, dieser Superstar ist nur der höchste eingestufte Duellant der ganzen Welt und hat sich als Erstsemester in unserer Schule angeschrieben. Warum eigentlich? Dr. Crowler merkt nicht, dass Ace schon auf der Insel angekommen war und so blieb er warten am Hafen. Das gibt doch keinen Sinn, er kommt nicht. Nachdem Esther heimlich einige Dinge auf der Insel erledigt hatte, kehrte er in die Großstadt zurück, um eine Karriere als Profi-Duellant wieder aufzunehmen. Esther bereitete sich auf das Duell mit dem angesagten Profi-Duellanten der Gegend vor, Saint Chustel. Beim Duell traf Esther sich mit seinem Agenten, Sartorius Kuma. Kuma, interessanter Nachname. Bitte, du weißt, dass er gewinnen werde. Ja, die Karten sagen einen Sieg voraus, aber sehen ist nur ein Schritt in Richtung eines wahren Schicksals. Irgendeine Aussicht darauf, dass mir sagst, was mein Schicksal sein soll? Nein, aber das findest du schon noch rechtzeitig heraus. Bis dahin musst du mir absolut vertrauen. Nach deinem Duell mit Zen wirst du zur Duellakademie zurückkehren und dort Shin Yugi zu einem Duell herausfordern. Das Wichtigste zuerst, dein Publikum erwartet dich. Jo. Nachdem Ace ihn besiegt hatte, kündigte er an, dass sein nächster Gegner Shin Yugi sein würde.
Ja, aber das Duell gegen sehen wir nicht oder erleben es nicht. Schade. Bitte. Ich will nicht einmal in den Schwitzer kommen. Mann, du wirst untergehen. Ich spiele jetzt als Esther Phoenix. Schon ein bisschen krass. Ich habe noch nie mit, naja, Esthers besondere Art von Helden gezockt, weil so wie Jin beherrscht er zwar auch Elementarhelden, oder zumindest war es im Anime so, und ich glaube auch generell im Duell gegen Zen so. Aber eigentlich hat er ganz andere Helden. Und zwar die sogenannten Schicksalshelden. Oder auf gut Englisch natürlich Destiny Heroes, deswegen ist der überall D-Shield und so. Weil eben D, Destiny, insofern. So. Okay, Gefängnisuhrturm. Dann spielen wir doch einfach mal. Jaden, du bist eine Spaßbremse. Du kannst dem Schicksal nicht entrinnen, Jaden. Niemals. Fusionsweiser. Ich hätte gerne eine Polymerisation. Dankeschön. Dann mal gucken, was habe ich jetzt so im Deck. Elementarheld Shining Phoenix Enforcer. Kann nicht durch Kampf zerstört werden, ja. Oder Elementarheld Phoenix Enforcer, Evin und Persilian Tricks. Ja, da ist halt so, die beiden, es ist generell so, wenn du halt verschiedene Monster fusionierst, kann ja je nachdem ja auch das komplette Gegenteil entstehen. Und hier ist halt so, während ja bei Flammenflügelmann, bis halt auch so schön klingt und wie er auch aussieht, ja eher Persilian Tricks der obere Teil des Körpers ausmachen, eben in der untere, ist hier gerade umgekehrt. Trotzdem interessant. Okay. Schicksalsheld Captain Tina Cruz. Tina Cruz, keine Ahnung. Hä? Warte mal. Du kannst anschließend einen Friedhof wählen, der seit deiner letzten Standby-Phase durch Kampf zerstört wurde. Falls du diese offene Karte kontrolliert hast. Aha, er muss einfach auf dem Feld sein. Okay, gut. Okay, ich rufe Captain Tynacus im Angriffsmodus. Und weil ich so nett bin, setze ich meine Karten noch verdeckt. Na, Jaden, wie sieht's aus? Lust zu spielen? Ja, nö. Hier, D-Schild. So, der bleibt erstmal schön auf dem Feld. Jetzt kommt gerade die Redmaster, bist du lustig, ey. Ja, irgendwie Dreadmaster machen dann noch nicht viel Sinn, war so ganz ohne Schicksalshelden. Also irgendwie, mir fehlen ein paar Monsterfreunde. Also ich hoffe, Esthers Deck hat irgendwie einen Speed-Tree, mit dem man die Monster ein bisschen schneller rufen kann. Er ruft Wild Edge? Blade Edge natürlich, sorry. Aua! Hier wird der D-Shield dann nicht viel. Oh, der ist gut. Hier, Jaden, Unglück. Man kann natürlich nach Rüstungshelden und Gold gut mit dem D-Shield kombinieren, das stimmt schon, aber momentan bringt es noch nicht gerade sehr viel, weil wir nachher gleich Dreadmaster rufen und momentan sieht es noch irgendwie sehr, sehr beschämend aus. Erstmal spiele ich diese Zauberkarte, Verstärkung für die Armee. Und ich habe es dringend nötig. So.
Schicksalshelp, Elemental bringt noch nicht viel, weil ich brauche dazu mehrere. Was haben wir hier? Doomlord. Du kannst einmal das in Gegner kontrollieren. Kann man deklarieren. Wenn in einer zweiten Standby-Phase. Ja, gut. Also schön, sage jetzt mal, um ihn temporär zu verbannen. Aber es wäre des gleichen Spielzugs noch. Diamond Dude. Diamond Dude wäre noch eine Option. Trade Servant. Nehme ich schon eher Diamond Dude sein. Wenn ich noch ein bisschen Power für Dreadmaster hätte. Also dann, erscheine, Diamond Dude. Mal gucken. Jo. Der Effekt passt. Dann spiele ich mal noch Rüstung aus seltenem Gold. So. Kann ja trotzdem schon mal so ein verkehrtes Monster angreifen, mal gucken, was es ist. Okay. So, Tricks. Also die Strategie kann aufgehen, kann aber auch gründlich in die Hose gehen, Freunde. Jo. Warte mal, einsam an dem Friedhof. Viele habe gar nicht. Ah, doch, warte mal, wahrscheinlich die Armee noch. Unglück können. Wir können noch ein paar rufen, wa? Gefängnisurturm. Kein Kampfschaden, genau. Zerstörung kann ich sie nachher auch noch. Also eigentlich kann ich diesen Effekt ständig wiederholen. Also kann auch mal ein D-Shield. Dreadmaster kann ich jetzt so rufen, will ich aber natürlich nicht, da soll schon ein Gefängnisurturm passieren. Aber halt erst später. Jo Freunde, also es sieht auf alle Fälle interessant aus, kann sich viel dagegen sagen. Und wie wir genau hier weitermachen mit der ganzen Scheiße jetzt mal, das würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Zurück hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist, Link Evolution. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Beim Kampf der Helden. Schicksal gegen Elementar. Bye bye.